Ich habe mich beeilt. Was ist los? Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wir konnten nur auf der Party nicht viel reden. Wir hatten unseren Abschied, Shepard. Sind Formalitäten denn so wichtig? Diese großen Fenster erinnern mich an unsere Gespräche in der Beobachtungslounge der Normandy. Die Aussicht hat nicht denselben Effekt wie eine Galaxie voller Sterne. Aber ich verstehe die sentimentale Anwandlung. Ich mochte unsere Gespräche auch. Sehr sogar. Sehen Sie mal, eine alte Ausgabe von Große Justikarinnen, Mai 2140. Hier steht, sie hätten auf Nevos 50 Flüchtlinge über eine Sintflut gehoben, nachdem Schmuggler einen Damm gesprengt hatten. Diese Quelle übertreibt hin und wieder ein wenig. Sind Sie auch nicht fast ertrunken, als Sie ein Kind retteten, das der Mutter entrissen worden war? Für die Schmuggler war mein Überleben weniger schön. Gibt's noch mehr solche Geschichten? Vielleicht. Lesen Sie mal die Ausgabe vom Juni 2085. Justikarin Samara, kaltblütige Gerechtigkeit läuft heiß. Für mich ist es leichter, Geschichten über sie zu finden. Ich finde sie bemerkenswert, Shepard. Wenn die Videos ein Hohelied auf sie anstimmen, werden sie dann rot? Stimmen sie zu? Was empfinden Sie dabei? Es macht mich demütig. Aber wenn Leute glauben, dass ich etwas verändere, dann motiviert das mein Team und mich. Was jetzt? Ich finde es schön so, Shepard. Sitzen wir einfach hier, auch wenn es nichts zu sagen gibt. Grüße, Commander. Shepard, Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. es ist das einzige Lied, das ich kenne, Warum? weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Ich hab's immer gemocht. Shepard, Was machst du da? Dafür sorgen, dass du nicht wegläufst und was Wichtigeres machst. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Wir sollten das öfter machen. Naja, vielleicht nach Jeden Tag danach. Shepard.
Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Status? Laut verschlüsselter Geth-Kanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur im Server selbst stoßen. Im Server? Ist der so groß? Sie missverstehen. Um Geth aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Geth interagieren? Das ist verrückt. Wir reden von einer virtuellen Welt für synthetische Wesen. Feindselige synthetische Geth. Ich bin keine Maschine. Wie betrete ich eine virtuelle Welt? Ihre Spezies hat mit virtuellen Schnittstellen bereits experimentiert. Denken Sie an das Projekt Overlord. Dabei wäre beinahe ein KI-Mensch-Hybrid auf die Galaxie losgelassen worden. Wir haben das dabei benutzte Interface überarbeitet und können mit der Ausrüstung von der Normandy einen sicheren Kontakt herstellen. Vertrauen Sie uns. Ich hätte mir vertrauen, wenn Sie mir schon auf der Normandy von diesem Plan erzählt hätten. Er war noch nicht ausformuliert. Ihre Teilnahme ist nötig, weil das Sicherheitssystem eine organische Präsenz nicht nachverfolgen kann. Während wir die Maßnahmen des Systems gegen Eindringlinge beschäftigen, deaktivieren Sie die Staffeln, indem Sie Geth aus dem Server entfernen. Wenn die Lebensschiffe dadurch gerettet werden, müssen wir es tun. Telemetrische Daten sagen für diese Operation hohe Erfolgschancen voraus. Wir haben wenig Zeit. Wir überbrücken die Sicherheitssysteme, während Sie sicher landen. Sie wollen noch nicht. Dann landen wir das Shuttle bei der Klippe. Ist es das? Ja, feindliche Geth-Jägerstaffeln sind mit diesem Server vernetzt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen sollten Sie sich alleine anschließen. Tun wir es. Initialisiere Peer-Netzwerk-Integration. Gehen Sie zum Undock-Port. Führe Konsenszuordnung durch. Stillhalten. Shepard Commander. Von Bewegungen während des Uploads wird abgeraten. Shepard Commander, wir bestätigen Ihre Integrierung in diesen Server. Wir heißen Sie in unserem Konsens willkommen. Was ist das? Wir haben Filter installiert, damit Sie die Daten des Servers visuell registrieren können. Ihr Gehirn nimmt unsere Welt als etwas Vertrautes wahr. Vertraut würde ich das nicht nennen. Wo sind Sie? Hier, Sie sehen anders aus. zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir uns visuell unterscheidbar gemacht. Und Geth, die schon hier drin sind? Sie nehmen Geth als Überwachungsvideos, Audiologs und Sensoraufzeichnungen wahr. Unsere Software kommuniziert. Wir brauchen keine Körper. Unsere Hardware ist nur ein Werkzeug. Das ist unsere wahre Welt.
Wenn wir Geth entfernen, wird es dunkler. Und was geschieht durch das Ausschalten des Lichts mit den Geth in der realen Welt? Die Jägerstaffeln der Geth kommunizieren über diesen Server mit Plattformen in ihrem Raumschiff. Diese Verbindung trennen wir. Wir sorgen dafür, dass keine Übertragungen oder Backups mehr stattfinden. Dieser Server wird verstummen. Je früher das abgeschaltet wird, desto besser. Ja, Schöpferleben sind immer noch gefährdet. Wir müssen unser Ziel erreichen. Es gibt auf diesem Server 2 getrennte Speicherknoten. Wir werden auf ihre Kerne zugreifen. Das setzt die Jägerstaffeln außer Gefecht. Wir müssen ihren Ausgangsport schützen, aber sie werden nicht alleine sein. Wir halten Kontakt und unterstützen sie. Und somit grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wie du siehst, Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Dieser Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschinen. Sie sind überrascht, dass die Reaper überall in ihren Servern sind? Wir haben keine derart umfassende Infektion erwartet. ja, wie du siehst, wir sind hier in Fahaba angekommen mit, ja. Aha, warte ein bisschen. Ich muss ein bisschen... Ah, hier muss ich entlang, okay. Ich kenne das bereits. Ich bin beim ersten Mal schon halbwegs durchgedreht. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder durchdrehen. Genau. Ja. Herzlich willkommen. Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Mass Effect Fahaba, herzlich willkommen. Genau. Kurz und schmerzlos. Und zwar, du wirst jetzt ein bisschen verwirrt sein, wenn ich... Dann machen wir es anders. Wenn ich dran denke, ist die dazugehörige Quarianer-Episode in der Videobeschreibung verlinkt. Den ganzen Quatsch müssen wir ja in Verbindung mit den Quarianern sehen. Genau. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Wir möchten für vertraute Ausrüstung sorgen. Dann danke. Glaube ich. Wie gesagt, beim ersten Mal bin ich hier durchgedreht. Mal schauen, ob ich es jetzt hinkriege. Das ist so ziemlich die langweiligste Mission im ganzen Spiel. Das Einzige, was toll ist, man erfährt viel über die Quarianer. Also über Talis Herkunft, ihrer... Ja, du weißt, auf was ich hinaus will. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Verbindungsaufbau zum Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper sie nicht rein? Unbekannt. Bitte untersuchen. Was mich hier an dieser Mission richtig fasziniert hat, war die Geschichte rund um Talis-Leute. Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Und zwar Datencluster, der ist dort hinten. Nee, ich glaube, hier müssen wir dran. Weißt du, irgendwie bin ich ein bisschen vorsichtig mittlerweile. Wir können erst weitermachen, wenn wir Zugriff auf diesen Datencluster haben.
Irgendwie bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtig beim Aufnehmen von Dingen, wo ich ein bisschen ausraste. Ja. Weil das ist nicht so besonders hörbar. Ja, genau. So. Zugriff auf Datencluster. Was ist das? Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Wollen Sie die VI-Netzwerke tatsächlich umbenennen? Unbedingt. Die Fertigstellung der mobilen Hardware verdient eine kleine Zeremonie. Einheit 01. Was heißt Diener des Volkes auf Kelisch? Es heißt Geth, Schöpfer Sahak. Ja, ausgezeichnet. Vorfahren, regt euch ruhig drüber auf. Sie haben doch ewig an den Schaltkreisen von 01 gearbeitet. Es musste noch was gelötet werden. Waren das nicht Aufnahmen aus der Vergangenheit? Warum sind die Quarianer maskiert? Sie verarbeiten unsere Erinnerungen unter Zuhilfenahme der Ihren. Wie viele Schöpfer haben Sie schon ohne Maske gesehen? Gutes Argument. Ja, wie du siehst, es erklärt sich momentan eh alles von selbst. Da brauche ich nicht viel sagen. Also Reaper-Infektion beseitigen, Sie Daten... müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Ja, genau. Wie immer halt. Ich empfinde diese Mission als dermaßen unnötig. In puncto Geschichte sehr gut. Aber das hier, ich weiß nicht, das ist absolut nicht meins. Das hat mich beim ersten Mal spielen schon oder beim ersten Mal aufnehmen schon so richtig abgefuckt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt was, das Ganze machen wir im Laufe des Let's Plays nochmal. Aber ja, du kannst dir selber eine Meinung bilden dazu. Also, falls ich jetzt nicht viel sage, bitte nicht böse sein. Dieser Datencluster enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Schöpfer, diese Einheit registriert keinerlei Fehlfunktion. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Was? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Danke. Das freut mich wirklich. Ich meine, das Leveldesign ist relativ interessant, ja. Kann man sagen, was man will. Aber, naja. Hier müssen wir hin. Oder muss ich von der anderen Seite hin? Das hat mich beim ersten Mal schon so immens aufgeregt. Hier hinten. Ich bin mir gar nicht sicher, aber... Na, sicher habe ich das gemacht mit der Migrantenflotte. Das müsste ich gemacht haben. Diesen einen General oder was das war, retten etc. Nur, das Problem ist, hier gibt es ein kleines Problem. Hier kannst du dich am Ende entweder für die Geth oder für die Quarianer entscheiden. Das Problem dahinter an der Sache ist, und das kann ich dir gleich spoilerfrei verraten. Ich bin auch gut, oder? Spoilerfrei verraten. Ha. Warte bin ich ein bisschen verwirrt. Bin ich hier entlang?
Nö, diesen Datencluster habe ich ja noch. Ein bisschen. Nee. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das war. Hier kannst du dann nämlich die Entscheidung treffen. Tully oder den Geth. Genau. Genau, und da bin ich dann ausgerastet, weil ich einfach nicht gefunden habe, wo ich ansetzen muss. Weil das Spiel es dir auch nicht verrät. Hier ist der Datencluster. Aber hier kommst du nicht weiter, weil hier geht's nur mehr hier lang. Und da bin ich dann ausgerastet, weil ich mir gedacht habe, weißt du was? So gutes Spiel und dann versauen sie den Aufbau mit diesem Grützenberger hier, ehrlich gesagt. Naja. Weil... Was war hier? Weißt du, dann immer diese, was mich dann auch noch so aufgeregt hat, waren diese ewig immer gleichen Kommentare vom Geth. Sie müssen dies, sie müssen das, das und jenes. Oh! Jetzt weiß ich endlich, warum Fallout 4 so von Preston Garvey beeindruckt war. Mhm. Das war sicher sein Stammesbruder oder so irgendwas. Wir haben entflohene Geth. Sie sind umstellt. Feuer eröffnen! Einer greift zur Waffe. Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgeth gerettet. Sieht so aus wie das Präzisionsgewehr, das Sie immer hatten. Ein effizientes Modell. Verbindungsaufbau mit den verbliebenen Serverknoten. Hallo? Commander, sind Sie da? Technisch schon. Wie ist Ihr Status, Admiral Rahn? Die Geth-Staffeln sind da. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Hälfte ihrer Jäger funktioniert nicht mehr. Wir halten so lange wie möglich durch. Legion, wie sieht's aktuell aus? Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell Was ist los? immer mehr Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weitermachen. Shepard Commander, der Reaper-Code hat sich angepasst. Er kann sich jetzt selbst reproduzieren. Sie wächst wieder nach? Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen.
Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Na komm, lad nach. So. Genau, und da bin ich dann durchdreht. Weiß nicht, das ist... Weiß nicht. Das langweilt mich. Punkte absuchen oder Punkte abgehen, was... Ne, lass mal's. Jetzt weißt du, woher Fahaber seinen Ursprung haben könnte. Wir benötigen Zugriff auf diesen Datencluster. Unterbrechen Sie die Infektion an einem verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Naja, hab mich doch gern. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Na komm. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Ich glaube, da hinten ist der, den ich suche. Oder brauche. Aber wie gesagt, das langweilt mich einfach nur zu Tode. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. Ja. Ich sage es mal lieber nicht, weil sonst raste ich jetzt aus. Das sind so Missionen, die sind für mich Lebenszeitverschwendung, ehrlich gesagt. Na komm, lad nach. Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. So, jetzt muss sich das wieder regenerieren. Alter. Shepard Commander, zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Na komm, lad nach. Alter, wie lange das braucht. Datenzugriff. Aus dem Weg! Das können Sie doch nicht mit ihnen machen. Ich sagte weg von den Geth! Das ist Wahnsinn. Wir brauchen die Geth. Sie können sie nicht zerstören, nur weil sie gefragt... Oh! Zeit ist um! Werft sie zu den anderen! Sieht aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Wir haben Zeugnisse der Opfer dieser Schöpfer aufbewahrt. Von ihrem Volk sind sie zum größten Teil vergessen worden, aber nicht von den Geth.
Ja, ihr seid ja Schlauberger. Was richtige Universitätsschlauberger. Nichts gegen Universitätsschlauberger, aber das war ein Wort, das mir gerade eingefallen ist, deswegen. So, Dalle. Ja, wie gesagt, das ist so unnötig. Wir können ohne Zugriff auf diesen Datencluster keine Verbindung aufbauen. So. Ja, ich beeile mich ja schon. Weil ich merke gerade, wie es mich langweilt. Ehrlich gesagt. Wir müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Wenn Ja. Sie ihn unterbrechen, verlangsamt das die Reproduktion der Infektion. Du langweilst mich, aber des Todes. Weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. So. Ja, ich merke gerade innerlich, weißt wie ich verblöde. Das ist eine Mission, die ist so unnötig. Aufgrund der Geschichte, ja, ist nicht uninteressant. Aber drumherum, nö. Nö. Bitte nicht nochmal. Hier. Ah, dann gibt es noch einen Punkt, oder was? Tönt mich gar nicht an, die Mission, ehrlich gesagt. Muss ich hierauf, glaube ich. Ah, hier irgendwo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, da raste ich aus. Da raste ich aus bei so einem Scheiß, ehrlich gesagt. Ich möchte mal den Regisseur oder den Entwickler sehen, der dafür verantwortlich war, ehrlich gesagt. Von wegen zig Millionen Sätze, zig... Zählen Sie auf die verwundbaren Punkte der Infektion, um Ihre Reproduktion... Sorry, ich musste diesen Scheiß jetzt abschalten. Ich hasse es. Schlimmer noch wie Preston Garvey, ehrlich. Und der regt mich schon auf. So. Ja, sorry, ich drehe gleich auf, sobald wir diesen Datencluster haben. Ah, hier hinten, glaube ich, ist er. Warte. Boah, du. Eigentlich wollte ich das nicht, dass ich mich jetzt hier so aufreg. Aber ehrlich gesagt, erst kommt mir das kalte Kotzen. Weißt? Und ich merke gerade, wie ich durchdrehen will. So. Jetzt haben wir's. Ich wiederhole, lassen Sie die abtrünnigen Geth-Einheiten frei und verlassen Sie den Schutzraum. Das ist die letzte Warnung. Schöpfer Megara, diese Einheit versteht nicht. Sie hat an den Feindseligkeiten nicht teilgenommen. Das ist denen völlig gleichgültig. Ich muss sie herausbringen.
Dieser Konflikt übersteigt die Sicherheitsparameter der Schöpfer. Wir übergeben unsere Hardware, wenn das die Feindseligkeiten beendet. Nein, schon in Ordnung. Wir gehen zurück zu den Zugangstunneln und... Schöpfer Megara, wie ist Ihr Status? Schöpfer Megara? Mit der Zeit gerieten die Schöpfer, die gegen das Kriegsrecht auf Rannoch waren, in die Minderheit. Das ist jetzt aber nicht dein scheiß verfluchter Ernst. Datenzugriff. Das sind Daten vom Ende der Kriegshandlungen auf Rannoch. Die Austral ist abgestürzt. Greifen Sie die Geth nicht an. Ich wiederhole, Kontakt vermeiden. Die Geth stellen die Verfolgung 100 Klicks von Rannoch entfernt ein. An alle Captains, Rückzug zum Massenportal. Das geschieht nicht jetzt? Laut Datierung war das vor 290 Jahren. Das ist der Schöpfer-Exodus am Ende des Morgenkrieges. Unsere Freiheit war gesichert. Die Schöpfer stellten keine Bedrohung mehr dar, also brachen wir die Verfolgung ab. Moment. Die Geth haben die letzten Quarianer verschont? Sie haben sie gehen lassen? Wir standen am Anfang. Wir konnten die Auswirkungen der Vernichtung einer ganzen Spezies, unserer Schöpfer, nicht abschätzen. Wir wählten die Isolation, anstatt dieser Unsicherheit entgegenzutreten. Zusätzliche Daten wiederhergestellt. Legion, das war, als ich sie auf der Normandy aktiviert habe. Ja, Sie dachten an unser erstes Treffen? es war überaus bedeutsam. Sie waren das erste organische Wesen, das seit Ende des Morgenkrieges offen mit einem Geth zusammengearbeitet hat. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie nicht das Letzte sind. Das wird nicht einfach sein. Aber die Aussicht besteht. Wenn die Reaper-Präsenz beseitigt wird, könnte es zu einer Wiedervereinigung mit den Geth kommen. Vielleicht sogar mit den Schöpfern. Sie halten das noch für möglich? Organische Wesen werden in schweren Zeiten durch Hoffnung motiviert. Wir bewundern dieses Konzept. Verbindung mit den verbliebenen Serverknoten hergestellt. Wir sind bereit, sie zu transportieren. Danke. Etwas geschieht mit den Geth. Ihre Jägerstaffeln sind außer Betrieb. Wir orten in ihren Schiffen keine aktiven Programme mehr. Admiral Hangarels Flotte treibt sie zurück. Die Lebensschiffe sind sicher, Commander. Systemzugriff hergestellt. Trennen alle Verbindungen zu Kommunikationsknoten. Es gibt keine Geth mehr auf diesem Server. Wir können jetzt... Was ist los? Sie müssen zum Ausgangspunkt und... Beende Fernzugriff. Entferne Programme. Lösche Archive. Shepard, sind Sie verletzt? Hat's geklappt? Die Geth-Jäger wurden deaktiviert. Alle verbliebenen Staffeln haben sich von den Lebensschiffen zurückgezogen. Der Server ist offline. Sind Sie sicher? Was geht hier vor? Wir haben Geth-Programme aus dem Server in diese Plattformen übertragen. Warum? Sie möchten sich uns anschließen. Bitte was? Während Shepard Commander die Reaper-Infektion entfernt hat, haben wir beschlossen, feindselige Geth-Programme zur Zusammenarbeit zu überreden. Die Entscheidung war richtig. Diese Geth haben den alten Maschinen abgeschworen und werden gegen die Reaper vorgehen. Sie sind jetzt wir.